Keine Müdigkeit, Vorschützenfreunde, es geht direkt weiter bei Yu-Gi-Oh! Duel Calculator. In der letzten Folge haben wir, wie ihr bereits hier sehen könnt, gegen Pegasus gespielt und gewonnen mit unserem altwerten Synchro-Deck. So lieber Menaster, gratuliert dir. Ja, obwohl mir jetzt für ein richtiges Synchro-Deck noch ein paar gute Synchro-Monster fehlen würden, aber habe ich auch schon bereits in der letzten Folge angedeutet. Mal schauen, was daraus noch so wird. So. Ja. In einer Folge gegen Pegasus gefightet. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir in einer Folge 2 Duelle unterbringen, aber ich glaube, manchmal ist es einfach nicht möglich, oder? Gut. Jetzt wieder bei GX-Gegner, da könnten wir jetzt mal... Chase haben wir bereits gehabt, Esther Phoenix noch gar nicht, wa? Alles klar. Ein Duell gegen Esther. Der ja vor allem für seine Schicksalshelden bekannt ist. Oh ja, ein Schicksalshelden-Deck. Wollte ich ja auch mal machen, aber dafür einfach zu wenig gute Karten, Mensch. Ja, ich wollte wirklich mal viel bessere Karten, auch allgemein um das Deck ein bisschen aufzustocken, auch für neue Kombis und so. Ich habe bereits als in der letzten Folge erklärt gehabt, vor allem halt Synchro-Karten brauche ich bessere, Elementarhelden, was war sonst noch? Gorzer Gesandter Finsternis brauche ich noch und Dandelion kann auch nicht schaden. Halt in der Regel so, ja, Staple-Karten halt. Die heutzutage fast normal sind. Hallo? Geht doch. Hab mich zwar verloren, aber was soll's. Auf geht's in ein neues Duell gegen Esther Phoenix. Und wieder mal mit dieser Scheißmusik, hey alter Schwede. Ein finsteres Weltdeck gegen sein Schicksalshelden-Deck. Also dann, Zeit für ein Duell. Es ist ein Zug und er spielt Elemental Stratos. Och nö. Ach ja, übrigens Leute. Stratos ist auch so eine Karte, die ich noch dringend bräuchte. Für ein gutes Elemental-Deck. Gut, er spielt zwar... Der hat noch andere Elemental im Deck. Ich dachte, würde jetzt mit Stratos irgendwie einen Schicksalsheld rufen. Du kannst mit Element... Moment mal. Jetzt kurz nachschauen. Das geht doch. Genau. Du kannst mit Stratos kannst du auch Schicksalshelden aus dem Deck rufen. Nee, nicht überprüfen, wir wollen nur kurz schauen. Kannst wieder verpissen. Okay, Stratos. Auf der anderen hat er dann seltsames Sparkman. Ja, das kann lustig werden. Aber erstmal ein Monster verdeckt. Und auch eine Zauberfallenkarte verdeckt. Natürlich auch eine Fallenkarte verdeckt. Und Zug beendet. Du bist dran, Esther. Mal schauen, was sich so aus dem Ärmel schüttelt. Ja, mal schauen. Nice Line, du altes Schwein. Sparkman, wa? Du alter Sparkman-Fetischist. Was willst du denn mit so einem Loser wie... Willst du uns jetzt auch weiß machen, dass der ein Elemental-Deck hat? Echt jetzt? Esther Phoenix mit einem Elemental-Deck? Ja, ich weiß, hat er im Anime auch gemacht zuerst, aber trotzdem dachte ich, das wäre hier eher ein Schicksalshelden-Deck. Aber egal, ich habe hier andere Sorgen. Monster Fact aktiviert. So, dann hole ich auf die Hand. Green, wenn nicht so eine kluge Idee. Sonst habe ich nicht sehr viel mehr. Also muss es doch Green sein. Green oder Sky, ich entscheide mich für Green. Den Taktiker der finsteren Welt. Und das dämliche Trompetenspiel, das geht mir schön auf die Eier oder auf die Nüsse. Sucht es euch aus. Sucht es euch auch aus. Ich bin doch gar kein so großer Jazz-Fan. Wieso muss ich dann trotzdem so abrappen? Ja, Jazz-Fan und abrappen, das geht natürlich auch unter eine Kuhhaut. Vor allem beides in einem Satz, ey. So, was mache ich jetzt am besten? Am besten wohl das hier. Blitzgewitter der finsteren Welt. Oh yes. Und jetzt werfe ich eine Karte ab und das wäre Green oder Grey, der Taktiker der finsteren Welt.
um eine weitere Zauberfallenkarte zu vernichten. Und Tschüssikowski. Entkräftungsschild? Schrei der Untoten? Okay. Jetzt rufe ich Bluan, den verrückten König der finsteren Welt. Na dann, Bluan, Taktiker, verrückter König der finsteren Welt. Vernichte Elementarheld Sparkman mit einer verrückten Königsattacke. Etwa so. Klatsch. Oder er hat eine verrückten Königsschlitzattacke. Voll der Schlitz. Aber egal. Die Musik macht irgendwie voll süß, ich habe das Gefühl. Voll der Ohrwurm, und falls es irgendwie gerade ein Kratzen hört, das bin ich, der mir gerade hier durchs Headset versucht zu kratzen, was durch mein Mikrofon sicher super aufgenommen wird. Ja, muss ich mal ein bisschen neu einstellen, aber was soll's. Ein Monster im Verteidigungsmodus. Tja, wem Spaß macht. Nö. Inventaraufladung? Nee, oder? Was macht die Karte schon wieder? Ach so. Ist ja nicht so verwählt. Im Gegenteil, ist es sogar ziemlich easy. Easy peasy. Und er beendet seinen Zug, das finde ich natürlich sehr schön, sehr wunderprächtig. Die Frage ist trotzdem, was mache ich jetzt? Riesenbazille? Ist ihm eine gute Wahl. Der Riesenbazille auf dem Feld die beruhigt. Und vor allem steckt sie schön den Gegner an. Oder halt infizierten Gegner. Wobei, das bräuchte ich einen besseren Virus hier. Das braucht nicht den Verwüstungsvirus, sondern Karten. Den Crash-Card-Virus. Och, nö, ey. Nicht das Monster. Wieso, Esther? Wieso hast du ausgerechnet dieses Monster auf dem Feld gehabt? Wieso, Esther? Wieso? Ach so, deshalb. Ach so, das war der Grund, damit ich ihn nachher besser vernichten kann. Tja, auf die Idee musst du auch erstmal kommen, ey. Jetzt erstmal Geschäfte mit der finsteren Welt, denn ich hatte noch eine kluge Idee. Nee, natürlich. Nimm die gleiche Scheißfrage. So, Golwu-Fürst, du darfst abhauen und gleich zurückkommen. Wie soll ich das machen? Das seht ihr gleich. Und zwar um dem guten Esther Phoenix ein Bein zu stellen, wie man es so schön wortwörtlich sagt. Aber erstmal erwarten, was der Alte da macht. Na. Ja. Einfach nur ja. Topf der Gier. Eine verbotene Karte, die er spielen darf. Ach stimmt, ich muss noch ein verbotenes Deck machen, habe ich einmal erwähnt gehabt. Und der Wunsch steigert sich von Sekunde zu Sekunde, auch mir noch ein verbotenes Deck zu machen, das ist mir scheißegal. Ich meine, wieso können NPCs, wenn wir fair spielen, nicht auch fair spielen? Das kapiere ich nicht. Was hat eigentlich noch schönes Hand? Fallenfall, so schön des Schicksals. Macht das Spiel, darauf muss ich noch aufpassen, sonst der Rest ist eher Kinderkram. Na, und tschüss, dann ist Sparky kann er behalten. Sparky hat mehr als 1500 Angriffspunkte, also wird es durch den Effekt meiner Fallenkarte nicht zerstört. Leider. Und da ist schon wieder die Riesenbazille down. Gibt's ja wohl nicht, wie schnell das immer geht. Und infiziert. Und natürlich, wie es für ein Virus üblich ist, vermehrt er sich auf dem Feld. Einmal, aber auch ein zweites Mal. Scheiße, ich hab's auf der Hand. Oh je, darf ich raten, macht Spiegel, Sakura Zurüstung. Und ich hier mit nur einem feindlichen Urteil bin am Arsch.
Wunderprächtig. Einfach wunderprächtig. Oh. Ja, mach mal. Zerstörung des Schicksals. Du bist doch blöd. Aber ich frage mich trotzdem, was könnte das wohl für eine Strategie sein, mit Zerstörung des Schicksals zu spielen? Ganz ehrlich Leute, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber jetzt mal gucken, was mache ich hier noch Kluges? Ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen? Ja, wieso eigentlich nicht? Ein bisschen Geschwindigkeit kann niemals schaden, deshalb diesmal das verdeckte Verteidigungsmodus und mein Zug ist beendet. Let's go! Ach nö, König des Sumpfes und tschüss. So schnell kann's gehen, Esther. Na, rufst du Sparky? Rufst du den guten alten Sparky? Nein, er ruft den Sparkman nicht. Er greift ihm mein verdecktes Monster, wollte ich gerade sagen. Er greift ihm mein Bacillus an und setzt dafür 500 Schadenspunkte ein. Mann, ist der dämlich. Naja. Wenn es mir Spaß macht, soll er mal machen. Soll er mal machen. Ich habe hier einen Späne, brauche ich jetzt nicht. Was ich jetzt hier brauche, ist mein Verwandlungskrug. Oh yes. Was du kannst, Esther, das kann ich schon seit Ewigkeiten. Und Monster-Effekt. Alle Karten von unseren Händen werden auf den Friedhof geschickt und wir ziehen jeweils 5 neue Karten. Ist doch geil, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Kommt beide auf den Friedhof, der gleich mit Avian. Alle 5 Karten auf dem Friedhof, ist das übel. Aber wieso ist da eigentlich Claiming der Einzige, der kein neues Kartenbild hat? Der hat ein bisschen crazy. Und stattdessen kehrt mein Monsterzeug aufs Feld. Oh yes, Gold, Wufürst der finsteren Welt. Yes. Nein, will ich nicht. Und immer noch ist es mein Zug. Geschäft mit der finsteren Welt. Damit kann ich eine neue Karte ziehen und gleich einen auf den Friedhof abwerfen. Oh, die kommt auch gut. Aber erstmal Silber, Kriegsfürst. Kehre zurück. Auf das Feld, yes. So Esther, jetzt bist du völlig her. Jetzt wirst du... Hallo? Achso. Jetzt wirst du überrannt. Jetzt wollte ich gerade den Cybercrew wieder in Verteidigungsmodus versetzen lassen, aber natürlich geht es ja nicht. Ich habe erst in diesem Zug den Angriffsmodus versetzt und du kannst in einem Zug nicht die Monster wahllos hin und her switchen. Geht einfach nicht. Ist auch gut so. Und jetzt Gold, wofür? Attacke! Den weiß ich jetzt leider. Muss ich leider durchgehen lassen, geht nicht anders. Gold, wofürst? Es war mir eine Ehre. Und jetzt Silber, Kriegsfürst der finsteren Welt. Greife Elemental Stratos an mit finsterer Kriegswelt. Wieso hat er nicht Macht des Spiegels gespielt? Also manchmal werde ich aus diesen NPCs einfach nicht schlau, hey. Na egal. Jetzt mystischer Tomat, das ist dein großer Augenblick. Attacke! Mit mystischem Tomatenbiss. Und jetzt der Cyberkrug. Attacke! Also im Animiert der ein besseres Geräusch, sag ich jetzt mal. Da kann ich jetzt wieder nachmachen, noch nicht so sehr ran. Verdammt, na egal. Bluon, verrückter König der finsteren Welt. Angriff mit der verrückten Königskratzer-Attacke. Was für bescheuerte Namen ich mir aussuche. Was? Nee. Kein Bock, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Und jetzt Zugang zur finsteren Welt nach fertig gesetzt. Und die Musik ist schon viel cooler als nach dem letzten Mal. Bubbleman und Tschüssikowski wird auch der vernichtet. Esther hat keine Chance. Oh nein, vor allem nicht gegen unsere Kombination. Und jetzt noch Zugang zur finsteren Welt aktivieren. Sei willkommen zurück, Gold-Wu-Fürst der finsteren Welt. Es lebe die finstere Welt! Und Hals. Tsching, 3 Züge sind vorbei, das heißt, von jetzt an einfach Esthers Deck nicht mehr fitzen. Leider. Aber ist auch egal. Wir haben sowieso gleich gewonnen. Noch zweimal angreifen und das war's. Gold greif an mit der Streitaxt. Yeah! Und jetzt Silber. Kriegsfürst, beende es. Mit dem finsteren Schlitzer. Sayonara. Oh, und das war's. Wieder mal ein Duell gewonnen mit unserem finsteren Weltdeck. Oh yeah. Ja, ich muss zugeben, obwohl noch ein paar Karten fehlen, wie zum Beispiel Graffa und so, ist das Deck doch nicht so übel. Also es könnte durchaus schlechter sein. So Freunde, das war's nun mal für diese Folge. Dann das nächste Mal ist dann schon eine neue Aufnahmesession. Dann habe ich vielleicht bereits neue Karten. Wer weiß. Mal schauen. Auf alle Fälle würde mich sehr freuen. Natürlich wäre ich auch, würde mich sehr bei euch bedanken. Natürlich, habe ich auch schon erwähnt. Mit euch persönlich da beim Video erwähnen. Also jetzt nicht nur bei den Kommentaren bzw. bei der Beschreibung des Videos erwähnen, sondern natürlich auch im Video selbst würde ich euch erwähnen, falls ihr mir da ein paar Karten schenken würdet. Aber ja, wir sehen sie dann. Und wenn nicht, ist natürlich auch gut, dann sehen wir uns einfach ganz normal bei der nächsten Folge von Duell Accelerator. Bis dann, ciao zusammen.